Hallo zusammen, ich bin Gegeni an der Knebeli und weiter geht's mit dem Dave, dem Diverli oder am Taucherli. Letztes Mal haben wir Seevolk gefunden und wir bauen jetzt noch einen Übersetzer, sobald ich das dort oben gefunden habe. Aber zuerst müssen wir unbedingt noch jemanden einstellen. Darum ab zum Sushi. Wir haben das letzte Mal ganz viel Fisch gefangen. Ich weiss, ich sollte auch in der Nacht tauchen, aber das hat jetzt Zeit. Ich brauche zuerst Kölle. Ich hoffe, ich kann den einstellen, den Glünki. Zudem möchte ich noch, wir können ja da auch immer noch einen Rangaufstieg machen. Ach, können wir nicht. Mal können wir? Nein, können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Und den haben wir gemacht. Okay. Gut. Falsch denkt, dann gehen wir ins Personal. Küche. Aha. Ah, anheuern. Jetzt muss ich zuerst mal schnell wieder zurück. Mal. Ah, da sind sie. Schau mal, wie gut das er ist, ohne Scheiß. Er hat Charme, er ist im Kochen einfach absolut crazy. Service kann er auch super geil. Und wir brauchen einen Koch. Also, hi, du bist es. Du kostest ein bisschen, aber hey, wir brauchen einen Gäbigen. Und den knallen wir gerade hier rein. Das ist Level 2. Und schauen mal, wie viel Training wir kosten. 215, komm. Sie kann auch Getränke servieren. Ab geht's. Und jetzt ist sie schon im Service 95. Super. Super. Also. Sollen wir gerade wieder... Ah, jetzt können wir gar nicht, glaube ich. Werbefleisch kostet 50. Können wir nicht. Gut. Gut. Stellen wir unsere Menüs zusammen. Alles, was wir veredeln können, tun wir veredeln. Gerade von dem haben wir einiges. Gerade einmal veredeln. Achtung, Blick vom Fisch. So, Bombe. Gut, das kostet jetzt schon 33. Genau. Ab. Die Speiskarte mit dir. Das nächste Menü. Sind wirklich veredeln. Makrelen. Zack. Ab. Auf die Speiskarte mit dir. Da haben wir noch einen zum recht veredeln. Kann ich nicht wollen. Falsche Taste. Veredeln. Wir gehen nochmal veredeln. Gut. Beenden. Ab. Warten. Nein. Veredeln. Dickkopfmakrele. Ah, das ist der Gächfisch, den wir gefangen haben. Schaut, der gibt 39 Gott. Wir können ihn nochmal veredeln. Dann ab auf die Speiskarte mit dem. Wir müssen ja ein bisschen Kölle machen, oder? Wir müssen ja wirklich auch ein bisschen Feuerschein machen. Den können wir nicht veredeln. Aber den tun wir auch drauf.
Morena. Hi. Gut. Hopp. Auf. So. Auto kochen. Auto kochen. Auto kochen. Auto kochen. Auto kochen. Auto kochen. Alle gefüllt. Das heisst, wir machen auf. Sie kann jetzt auch Getränke bringen. Er hilft kochen und ich schaue noch, was ich zu tun habe. Holy moly, let's go! Ich weiss auch nicht mehr, wie das geht mit den Getränken. Also es wird jetzt nicht spassig. Noch niemand gekommen. Oh, der kommt wieder, genau, du willst wegen der Moräne, aber hey. Okay, sie ist schneller. Ich mache das schon mal. Gut. Oh, sie ist stiefig. Prima. Den Tee mache ich, kein Problem. Du flitzt schneller, ich mache den Tee. Perfekt. Habe ich gut gemacht, habe ich gut gemacht. Ich tue putzen. Ich tue putzen. Sie macht das. Sie ist krass. Und zwischendrin, wie ich gerade Zeit habe, da schnell wieder raffeln. Die Enden. Wir sehen, ein paar Menüs sind auch schon ausgegangen. Heisst, wir tun das duschen. Einfach mit einem, was es hat. Maximum. Ja, duschen. Auto kochen. Yes. Das hat noch andere. X. 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 Ich putze da. X. Prima. Geilo. Ich würde sagen, das haben wir recht gerockt. Und es ist aufgegangen, aber es ist viel besser, wenn sie ein Getränk einstellen kann. Holy moly. Nicenstein. Oh, netto gewinn ist runter. Okay. Aber ich habe wieder 5 Flämmchen erhalten. Das ist wichtig und richtig. Prima. Auf jeden Fall war es für mich sehr viel entspannter, wenn sie so viel kann. Muss man ja sagen und zugeben. Ich bin offen und ehrlich zu. Sie hat mir das Leben einfacher gemacht. Und mit dem Kochen sind wir jetzt auch gut hineingekommen. Das heisst, als nächstes stellen wir sicher wieder einen ein, der dann mitserviert. So, wir schauen uns mal ganz schnell. Vielleicht hat es ein paar Cooksta-Bilder gegeben. Liken und abonnieren. Haben wir schon gegeben. Kein neue Bildchen. Was sind die neuen Bildchen? Unten oder oben? Noch keine neuen Bildchen gegeben? Ich bin verwirrt. Anyway, hat keine neuen Bildchen gegeben. So. Wir schauen mal schnell, was wir da bei den Eco-Dings abgeben können. Fossilien. Die liefern wir. Liefern. Einen Forschungspunkt haben wir bekommen. Heisst, wir haben ein Level-Up und somit eine Belohnung. Öko-Giftwiderstand. Armband. Wir haben auch das hier. Nochmal Forschungspunktchen. Prima. Prima missima. Mal schnell bei den Belohnungen. Ah, das ist schon das Nächste.
Jetzt ist schon das Nächste. Gut. Für mehr Ding lange es jetzt noch nicht. 675. Ja, lange jetzt noch nicht. Dann gehen wir schnell schauen, was das Armbändchen macht. Das haben wir bekommen. Erhöht den Giftwiderstand. Das da. Der Ring, der Eliten ist, der ist auch nicht schlecht. Wir schauen mal, was wir bei ihm verkaufen können. Vielleicht... Nein, ich will verkaufen. Was ist das? Ah, wir können vor allem 2 von denen verkaufen. Haben wir schon mal 100 mehr. Aber... hilft uns noch nicht. Wir haben auch den krasse Goldbar, aber... Gut. Anyway. Wir müssen das Mikrofon finden. Und eine Steintafel vom Seevolk. Und... wieder Fischli fangen. Ab geht's. Und heute ist ja der 11. Tag, hä? Wir haben ja jetzt einen Tagessprung gemacht. Prima. Ich hoffe, euch gefällt bisher das Let's Play. Ich habe auf jeden Fall Spass zu spielen, auch wenn es ein bisschen unregelmäßig ist. Aber ich habe super den Plausch. Und denkt dran, man freut sich immer über ein Däumchen, über einen Kommentar. Und sonstige tolle Sachen, die ihr dann weiterempfehlt. Einfach Spass daran haben, das Däumchen aufgeben. Das wäre schon fancy. Auch wenn wir so oder so Spass haben beim Spielen. Okay. Mikrofon Steintafel vom Seevolk. Ich habe jetzt gedacht, es zeigt uns an, wo wir hin müssen. Spoiler? Nein. Baseballschläger, da können wir schon mal ein bisschen knütteln. Wir müssen ja... Was ist mit dieser seltsamen Koralle? Oh. Was ist Tintenfischli? Was willst du mir sagen? Hey! Der Tintenfisch hat mich voll mit Tinte voll gespritzelt. Warte nur, bis ich dich in die Finger bekomme. Okay. Ich kann nicht so schnell schwimmen. Geht mir die Luft aus. Okay, wartet immer mal wieder. Okay. Habe ich dich endlich eingeholt? Du bleibst jetzt da, wahrscheinlich, oder so. Bleibt der jetzt nicht rein? Der Lump. Oh nein, er ist durch den Türspalt entkommen. Da passe ich aber nicht durch. Da fällt mir ein, ich könnte doch den Brennschneider vom DAF benutzen, um mich durchzuschneiden.
Wart nur, du Tintenfisch. Okay. Ja. Gut. ZR Strom. Nicht einfach, muss ich mich ganz schnell konzentrieren. Mist. Ich wege beide Tasten wie wild gedrückt, weil ich nicht weiss, wo rechts und links ist mit Z. Super, oder? Prima. Gut, immerhin. So, zu der neuen Region. Komm, es schlägt mir vor, also hinten rein mit uns. Rührt wieder alles andere völlig über den Haufen. Aber hey, das ist schon wieder der Tintenfisch. Du da! Du kannst mir jetzt nicht mehr entkommen. Gib auf! Heute Abend gibt es wohl Tintenfisch-Sashimi. Nein, komm jetzt! Du Schnuddergolf. Nein, schon wieder entkommen. Er ist so schnell. Aber er scheint etwas fallen gelassen zu haben. Wenn wir uns necken. Ein rostetes Tintenfischarmband. Ein seltsames Armband, das ich bei der Jagd nach einem Tintenfisch gefunden habe. Vielleicht kann ich es irgendwie eine besondere Eigenschaft herausfinden. Also, es scheint ein Artefakt zu sein, das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Okidoki. Jetzt da aber gerade noch die Luft mit. Wenn wir schon da rein sind. Und dann reisen wir wieder raus. No, haben wir nämlich noch nicht viel außer den Tintenfisch gesehen. Darum machen wir da schon noch. Also. Na, da tun wir jetzt auch Luft. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir brauchen. Schnipseln wir wieder raus. Ist das eigentlich immer das Papierschiff? Oh, da unten hat es noch. Schauen wir schnell, was da drinnen ist. Das kann man immer brauchen. Das kann man immer brauchen. Dann mache ich weiter oben. Wir brauchen das Mikrofon. Mal probieren. Oh. Hi. Nein, ich schiesse auf die falsche Seite. Da hinten. Irgendwo Luft gehabt, wo ich hergekommen bin. Das ist jetzt gerade vorbei mit mir. Ja, da unten. Dann gehen wir uns holen.
Luft gehen wir uns holen, dann sind wir mal wieder ready. Dann gehen wir uns auf dem Weg, hat es dort noch Munition gehabt, die holen wir uns auch wieder. Und dann hoffen wir, ist der Fisch noch da. Oh Gottes Willen. Nice, aber wir haben mal einen dicken Fisch auf ordentlich verwünscht. 6,5 Kilo. Ja. Du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich packe mir jetzt gerade auch noch ein. Ich auch noch. Du siehst ja so hübsch aus mit dem Rot. Ich auch noch. Holy moly, du. Können wir aber doch noch weiter runter schauen. Jetzt hat es wieder Luft, das ist gut. Okay, hier ist Luft. Das ist gut. Da hat es eine Waffenkiste, zu der wollte ich eigentlich schnell hin. Die schimmert nämlich rosarot, das ist bestimmt gut. Nicht so gut, das ist so eine Netzli-Pistole. Mikrofon müsste beim gelben Schiff sein, als ob ich noch wüsste, wo das gelbe Schiff ist. Das war unten dran. Das... Ja, bitte. Yes, es geht. Jetzt hat man den aber richtig fast gerade eigentlich ein kleines Viertel gebissen. Leck mir alles am Hemd. So. Jetzt habe ich fast aber richtig den Gocki in der Hose gehabt. Jetzt fehlt mir für die Fertigstellung vom Seevolk übersetzen nur noch die Steinplatte vom Seevolk. Ich meinte, die war auch irgendwo ganz rechts hinten. Aber das ist jetzt wirklich mehr eine Vermutung und nicht, dass ich es noch wüsste. Der wäre schon getroffen gewesen, hä? Ist Wederle da wieder raus? Nehmen wir mal an, ich komme da wieder raus. Ja. Und hoffe, der Hai ist weg und schiessen gerade über zu den Rettungskapseln. Abkapseln. Hier war nämlich eine. Dem Hai wird jetzt gerade nicht begegnen. Stellt euch vor, ich bin nachher kaputt. Und noch bei der Rettungskapsel. Und zurück zum Schiff. Leck, ist das ein dicker Prügel gewesen, der Hai? Holy moly! Holy Schmanoli! So.
ein Langnase-Sägehai. Das gibt auf jeden Fall wieder ein neues Rezept. Ich glaube, da können wir gut etwas machen. Ab zum Banco mit euch. Oh ja, das Armband, stimmt. Tintenfischarmband. Ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in einer abgelegenen Ecke gefunden worden ist. Man kann mit dem kurze Strecken sprinten. Ist sicher auch nicht schlecht. Weil wir keinen Sauerstoff verbraucht, muss ich wieder rauf. Das finde ich gar nicht so schlecht. Banco, Däumchen rauf. Ich habe wieder richtig viel Netzzeug geholt. Jetzt müssen wir noch die Steintafel finden. Das Vorhaben gehen wir aber beim nächsten Mal ein. Wenn es wieder heisst, das Gegeli an den Knebeli. Und denkt dran, Like, Abo und einfach Spass haben. Tschüssi!